Hey Freunde, Servus, hier ist Renton. Wir sind in Lost Izalith und kümmern uns jetzt um den Boss Bed of Chaos. Und es wird ein für mich sehr nerviger Part, weil ich diesen Boss hasse. Er ist nicht sonderlich schwer, aber dafür extrem nervig. Und ich muss gerade mal als allererstes feststellen, wo ich überhaupt lang muss. Ich glaube hier geradeaus. Schauen wir mal. Ah, da vorne geht's lang hier. Okay, meine Taktik wird wieder sein, an den Gegnern vorbeizurennen. Sofern das funktioniert und dann direkt in den Bossfight reinzugehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Moment. So Freunde, hier bin ich wieder. Das war mein Nachbar, von dem ich die ganzen letzten paar Wochen die Post eingesammelt habe, weil er weg war. Und der hat die Post gerade abgeholt. Und ich habe zu ihm gesagt, ey Alter, das geht nicht, ich nehme hier auf. Und dann hat er sich verpisst und ich habe seine Post verbrannt. Ne, Quatsch, ich hab's ihm gegeben, er hat sich vielmals bedankt, lieber Nachbar. Sehr schön. Ja, den Weg hier muss ich wahrscheinlich noch ein paar Mal laufen. Und werden jedes Mal schneiden. Das Vieh hier sieht ekelhaft aus. Ich renn einfach dran vorbei. Was geht, Junge? Und da oben wartet ein Magier auf uns. Ja. Der mich gerade mal am Arsch lecken kann. Wir gehen nämlich direkt zum Boss. Auf geht's. Also, als allererstes rutscht man hier runter. Und Bed of Chaos ist quasi ein Gegner, der aus Wurzeln besteht. Hui. Und diese Wurzeln greifen euch an. Ihr seht rechts und links diese Blasen. Die gilt es zu zerstören, damit wir Bed of Chaos zerstören können. Und der Witz ist, ihr braucht nicht mal Waffen für den Kampf. Braucht ihr nicht. Hier halten wir uns jetzt mal rechts. Der Boden wird später zerstört. Oh Gott. So, erstmal einen Schluck trinken. Dann hier das Ding zerstören, das könntet ihr auch kaputt schlagen oder so. Ich glaube, das nimmt generell nur 2 Hits, wenn überhaupt. Okay, jetzt kommt der ekelhafte Part. Während ihr zurückrennt, wird jetzt gleich der Boden zerbrechen komplett. Und das Vieh versucht euch zu schlagen. Zieht einen Haufen Energie ab, stunt euch direkt. Man könnte jetzt hingehen und aus dem Spiel rausgehen, quitten und wieder rein. Dann landet man direkt oben wieder und muss den Weg hier nicht zurückrennen. Ich probiere es jetzt aber einfach trotzdem mal. Und höchstwahrscheinlich... Seht ihr, da hat er geschlagen. Höchstwahrscheinlich sterbe ich bei dem Versuch, wollte ich gerade sagen. Wird auch sehr wahrscheinlich so sein. Ich versuche mich links zu halten, was in dem Fall nicht geht. Jetzt versuche ich zu sterben. Scheiße was. Wie gesagt, das ist das... Es ist nicht schwer, aber es ist nervig. Und wir sehen uns gleich, wenn ich da hingeschnitten bin, wenn ich wieder hier bin. So, wie versprochen, sind wir wieder da. Lass mich bloß in Ruhe. Und jetzt müssen wir nach links gehen. Good luck, danke. Bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ich wusste von Anfang an, dass der mich relativ frusten wird, deswegen gehe ich locker an die Sache ran. Oh Gott. So, theoretisch könnte ich... Klappt das?
Ich habe das mal gelesen, dass es eine Taktik wäre. So eine Cheese-Methode, wo er euch nicht kriegt und... Aber irgendwie... Naja. Ich wollte es jetzt einfach mal testen, aber irgendwie finde ich die Stelle nicht oder ich krieg sie nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, es so zu regeln. Gut, der Weg ist für den Arsch. Ja, sauber. Sehr schön. Jetzt zurück, ne? Guck mal da, der Arm von dem Vieh. Oh Gott, oh Gott! So, jetzt müssen wir in die Mitte. Und wir sehen uns, wenn ich dort bin. Und zurück. Alles klar, dann schauen wir mal, wie wir in die Mitte kommen. Vor dem Gegner selbst wird der Boden jetzt auch nochmal kaputt gehen. Ui, links, rechts, links, rechts, links. Wie das aussieht. Oh Gott. Da auf die Wurzel muss ich, da auf die Wurzel. Da auf die Wurzel. Op, 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 op. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, ja, wir haben's. Ja. Oh, mach jetzt. Und tschüss. Jetzt sind meine Seelen weg. Beim Kill, beim Kill hat mich das Vieh gekillt und jetzt sind meine Seelen weg. Warum? Ah, Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ah. Wir rennen zurück. Holen meine Seelen. Der Witz ist, wenn mich jetzt irgendwas killt, ne? Ist alles weg? What the fuck, Spiel? What the fuck? Naja. Was soll's. Passt auf. Ich bin ja hier runter, weil ich die Sunlight Maggot haben wollte. Mit welcher ich dann später bei Nito unten Licht machen kann. In der Tomb. Was mir einiges helfen wird, weil ich komme da absolut nicht zurecht. Und ich habe ja noch gesagt, wir gehen den langen Weg, damit ich keine Humanities farmen muss. Ja, ich muss Humanities farmen, weil ihr müsst diesen Shortcut freischalten, um an Sunlight Maggot ranzukommen. Sprich, entweder versuchen wir halb blind das Bonfire zu finden da unten, wo in der Nähe auch nochmal eine Lampe ist oder irgendein Gegenstand. Oder wir farmen die 30 Seelen und ich wäre eher dafür, dass ich... Humanity, sorry. Und ich bin eher dafür, dass ich die Humanity farm. Die kann ich nämlich später bei den anderen Bossen auch noch weiterhin verwenden. Was ich generell nicht schlecht fände. Falls es NPCs gibt zum Holen oder irgendwelche Online-Leute. Je nachdem. So sieht der Raum also aus, wenn der Endboss bereits besiegt ist.
So, und wenn ich jetzt falsch runterfalle, haben wir ein Problem. Deswegen vorsichtig. Läuft. Läuft und ich kann meine Seelen holen. Na los. Sehr schön. 60.000 hat das Vieh gedroppt. Hier unten ist ein Bonfire. Und ich will euch gerade noch schnell die Seele zeigen. Von dem Vieh. Warum ist die nicht da? Oder ist das ein... Ach, das ist ein Schlüssel, genau. Lord Soul. Soul of the bed of chaos and the mother of all demons. This Lord Soul was found at the dawn of the Age of Fire. The Witch of Izalith attempted to duplicate the first flame from a soul, but instead created a distorted being of chaos and fire. Its power formed a bed of life, which would become the source of all demons and is more than enough to satiate the Lord Vessel. Ja, wir brauchen 4 Stück von diesen Lord-Seelen, um zum Endboss zu kommen. Ich gucke jetzt gerade mal. Ein Level geht und ganz knapp fehlt mir noch für ein zweites. Deswegen... Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ja, reicht für 2. Machen wir Wit auf 25. Will ich Dex höher haben oder Endurance? Machen wir Endurance auch nochmal, komm. Sehr schön. Gut, haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder der Part hört hier auf oder was kann man machen? Was kann man auf die Schnelle noch machen, bevor ich... Hier, wir könnten den Boss nochmal machen. Im Asylum. Den habe ich nämlich nicht erledigt. Das wäre doch was. So, die Cutscene habe ich weggedrückt. Wir sind jetzt in Northern Undead Asylum, beziehungsweise ich habe vermutlich alles rausgeschnitten, wie wir da hinkommen. Ihr konntet es ja vorher sehen. In dem einen Part über Firelink Shrine. Ich möchte gerade mal schauen, ob ich irgendwo... Da war doch ein Bonfire, oder? Irgendwo gab es doch das Bonfire. Da auf der anderen Seite, genau. Das könnten wir aktivieren. Alter, meine Rolle ist schon scheiße langsam, gell? Ich vermute mal, dass ich mir gleich die Hosen ausziehe. Und wir könnten ja aus Spaß mal gucken, ob hier... Nee, komm, Summon braucht man nicht. Aber die Hosen ziehe ich tatsächlich aus. Arg viel schneller ist es auch nicht. Fuck it. Ich ziehe sie wieder an. Ohne Hosen ist scheiße. Gut, gucken wir mal, ob wir den Boss dieses Mal geplättet kriegen. Autsch. So, wenn er das macht, halt Abstand nehmen, ne? Alter. Lock-on, nicht schlau. Ich krieg's nicht hin, gell? Alter. Das gibt's doch nicht.
Ne. Dumme Taktik. Übrigens gibt es hier irgendwo eine Puppe, die man einsammeln kann. Und mit der Puppe könnt ihr in ein Gemälde rein, ähnlich wie in Super Mario. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Puppe hier hinten irgendwo. Können wir mal schauen. Wo war die nochmal genau? Ich glaube, die war da, wo der Ritter am Anfang gestorben ist, der euch den Schlüssel gibt. Ist da alles geflutet? Nee. Also das hier ist ja ganz der Anfang, ne? Oha. Oh, dieser scheiß Black Knight. Sag mal. Unglaublich, Red Titanite Chunk. So, meine Estus sind dafür schon fast komplett alle. Was haben wir hier? Das ist die Puppe, genau. Die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Wir könnten ein Humanity benutzen. Ich gucke jetzt einfach mal. Vielleicht ist da ja einer, den wir sammeln können. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber warum nicht? Ich hatte beim letzten Mal das Gefühl, dass doch einiges los ist noch online auf der PS3-Version. Und ich freue mich wie die Sau auf die Xbox One-Version. Also auf die abwärtskompatible 360-Version. Werde ich definitiv noch ein paar Ründchen spielen dann. So, aber es sieht nicht so aus, als ob wir uns hier Hilfe holen könnten. Von daher müssen wir gucken, dass wir einen Alleinplatt machen. Ich guck einfach, das wird schon schief gehen. Okay, also... Die Taktik, nah dran zu bleiben, die scheint es zu sein. Bei der Attacke halt weg, ne, ist klar. Und bei der Attacke auch weg. Ja. Und tschüss. Alle auch beim zweiten Versuch, beziehungsweise dritten. Wenn man das von ganz Anfang mit dazu zählt. So, wirklich viel Seelen hat er jetzt überhaupt nicht gebracht, ne? Also so,
20.000. Will ich da hoch? Keine Ahnung, wo wir rauskommen. Ich hätte gar keins holen können. Ich habe zwar die Humanity aufgesaugt, aber ich habe mich nicht menschlich gemacht. Ja, ich spiele zu viel Dark Souls 2 im Moment. Da reicht es einfach, wenn ihr eine Human Effigy nehmt und fresst die. Dann seid ihr eigentlich schon wieder nicht mehr hollow. Also voll menschlich. Und tschüss. So, der Witz ist, dass ich 30.000 brauche. Oder knapp über 30.000 für ein Level. Level up. 31.000 sogar. Holy shit. Habe ich sonst noch Seelen, die ich benutzen kann? Nee. Jetzt würde ich gern wissen, ob ich die großen Boss-Seelen, ob ich die verwenden darf. Ich lasse es lieber. Ohne Witz. Lieber scheiße ich auf das eine Level. Setze ich einen Dex. Lieber scheiße ich auf das eine Level und bin aber auf der sicheren Seite. Wir warpen uns jetzt in die Depths, weil das wird mein privater Punkt sein, wo ich Humanities farm. Ich zeige euch noch ganz kurz, was ich genau mache. Und dann ist der Part zu Ende. Also, das hier kennt ihr ja noch. Klar soweit. Ich gehe hier raus. Gehe hier entlang. So, töte hier die Ratten in der Hoffnung, dass eine was droppt. Ist natürlich gerade nicht der Fall. Aus dem Grund gehe ich ein Stück weiter. Die droppt auch nichts. Ihr habt übrigens eine höhere Drop-Chance oder eine höhere Drop-Rate. Je mehr Humanities ihr habt, also die Zahl oben links. Ich glaube plus 9 ist maximal was geht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und hier eine Humanity. Eine Hammer. Das Ganze mache ich jetzt ein paar Stunden vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das jetzt durchziehe. So lange wie es nötig ist. Ich will also auf jeden Fall die 30 haben. Für die Abkürzung. Die ich euch dann auch zeigen werde direkt im nächsten Part. Und dann, ja, schauen wir mal, ne? Bosse, die noch übrig sind. Gwendolyn heißt sie. Das ist ein Boss, der noch fehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob die so heißt. In Anor Londo auf jeden Fall. Ach komm. Also die will ich auf jeden Fall holen. Dann noch den Nito. Von dem hatten wir es ja schon. So, ich werde zum Farmen auch definitiv Humanity einsetzen. Dass ich vielleicht eine höhere Chance auf einen besseren Drop habe. Guck mal da, der Radevater. Der macht gar nichts. Seht ihr, und hier nichts gebracht. Nichts gebracht, der Lauf. Aber weiter runtergehen ist unnötig. Hier in der Nähe ist direkt das Bonfire. Und ich habe meinen Satz schon wieder nicht zu Ende geredet, weil ich nebenher noch zu viel nachdenke, was ich jetzt mache. Also, Nito ist noch offen. Dann, Four Kings. Müssen wir auf jeden Fall noch machen. Sieve the Scaleless. Der wird ekelhaft, auf den habe ich gar keinen Bock. Müssen wir aber machen. Leider müssen wir den machen. Und ja, dann können wir das Spiel eigentlich
schon beenden. DLC mache ich wahrscheinlich nicht, weil sich das Projekt doch durch die längere Pause, die ich gehabt habe, so lange gezogen hat. Eventuell, wenn ich die Xbox-Version tatsächlich sehr viel privat spiele, würde ich den DLC irgendwann nachreichen. Ich habe den DLC auch auf der Xbox, so ist nicht. Müssten nicht extra kaufen oder so. Würde dann dementsprechend mit einem anderen Char euch eben den DLC zeigen, der extrem gut ist. So viel kann man schon mal sagen, also es wäre wirklich was, worauf es sich zu warten lohnt. Aber wie gesagt, ich würde nach Dark Souls eventuell gern Dark Souls 2 aufnehmen. Da warte ich noch ein bisschen so auf Feedback von euch, ob ihr überhaupt Dark Souls 2 sehen wollt. Wird viel besser laufen wie Dark Souls 1, kann ich versprechen. Da habe ich mittlerweile extrem die Übung drin. Und dürfte sich auch nicht so lang ziehen, das Projekt. Dürfte sich nicht so lang ziehen. Ja. Also wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir das gern drunter. Dann klar, Life is Strange noch demnächst irgendwann. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Dark Souls 3 kommt ja jetzt bald demnächst, im April. Ja. Ja. Komm, einmal renne ich noch durch, weil es so schön ist. Guck, dass ich eine Humanity krieg. Und dann war's das für heute. Hier gab's keine. Ich renne jetzt nicht nach drüben. Ich mache das jetzt privat dann heute Abend. Nachdem ich noch ein paar Shadow Warrior aufnehme, den ich vorher nicht aufgenommen habe. Werdet ihr noch merken, ist Part 25, glaube ich, 24, 25, 26, irgendwas von denen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.